Ja, lass. Wir wollen einfach gerade in dieser Haltung bleiben. Ehre, Ruhm und Lob können nur ihm einzig. Es wird jetzt kurz einen Wechsel geben, einen Formationswechsel. Sie dürfen ein bisschen ihre Beine austrampeln. Ich werde einen kurzen Input haben zum Thema «Heilig ist der Herr». Und ich verspreche euch etwas. Ihr werdet den Song nachher in einem anderen Licht sehen. Weil der Herr ist heilig. Noch viel heiliger, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Heilig ist der Herr. Dass wir aber hier nicht umklappen und kollabieren, habe ich gedacht, tun wir auch noch hinten die Türen auf, dass ein bisschen frische Luft reinkommen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es tropft fast ein bisschen Achi, wenn man da ist. Jetzt bräuchte ich die Tafeln dazu noch, sonst bringt mir meine Staffelei nicht so viel. Dankeschön. Die Conference läuft ja unter eigentlich mit dieser Albumaufnahme Hand in Hand. Und so sind auch die verschiedenen Predigten, Inputs und Workshops ausgerichtet auf die Songs. Für die Leute, die an der ganzen Conference dabei sind, die wissen das. Freitagabend haben wir über das Vaterherz hören, Abba Vater. Heute Morgen die 2 Sessions ebenfalls, All mein Öl, Gehorsam sein. Die Workshops und für nicht ganz aus der Übung zu kommen, für Heilig ist der Herr. Thema Offenbarung 4 bin ich dann heute am Nachmittag zum Workshop von Lukas Zahl gsi, wo uns erklärt hat, wieso dass wir mit Freude dürfen auf unsere Auferstehung gucken. Eine zukunftsorientierte Hoffnung haben wir als Christen. Es ist nicht in etwas gegründet, das hinter uns ist, sondern unsere Hoffnung liegt auf dem, was noch kommen wird. Dass wir mal beim Vater im Himmel dürfen sein. Und ich möchte euch heute in ein Geheimnis mit hineinnehmen. Ein Geheimnis aus dem Kapitel Offenbarung 4. Es wird nicht eine klassische Predigt. Ihr werdet nicht am Schluss da sein und denken, okay, das setzen wir jetzt um. Sondern ich möchte mit diesem Input heute Abend euch aufzeigen, dass der Herr so viel grösser denkt, so viel heiliger ist, so viel krasser ist, als wir das uns überhaupt vorstellen können. In der Vorbereitung, wo ich diesen Schatz in diesem wunderbaren Buch entdecken durfte, ist mir so gegangen, ich dachte, krass, wieso lese ich das nicht mehr? Die Offenbarung, das ist ein fantastisches Buch. Unglaublich lebhaft. Johannes erzählt mit Bildern und braucht seine Sprache, die er dann kennt, um Sachen zu erklären, die er nicht mal vielleicht verstehen konnte. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig für uns, das Buch von Offenbarung zu verstehen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass all das, was wir lesen, ist wie andere Sachen der Bibel, können wir direkt auf uns anwenden. Aber dann müssen wir bei der Offenbarung ein bisschen vorsichtig sein. Die Offenbarung ist in 3 Abschnitte unterteilt. Wir haben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Offenbarung fängt an mit dem, was du siehst. Also Jesus begegnet dem Johannes und er sagt, schreib auf, was du gesehen hast. Was ich für ein Bild abgebe. Schreib auf, was du siehst. Und das schreibt der Johannes auf. Und nachher geht es weiter. Kapitel 2 und 3, die 7 Sendschreiben. Schreibe auf, was ist. Schreib die jetzige Situation auf von diesen 7 Gemeinden und was ich ihnen zu sagen habe. Und nachher, der tauchen wir jetzt ein, Kapitel 4, 1, was nach diesem geschehen wird. Es ist ein Zukunftsblick. Der Johannes wird wegbeamt in den Thron Gottes und bekommt den Auftrag aufzuschreiben, was passieren wird. Ich möchte euch mit dem ein bisschen lustig machen, was passieren wird. Und das Gute an diesem Kapitel 4, es ist nicht mega lang. Darum haben wir sogar Zeit, es komplett zusammen durchzulesen. Es sind nur 11 Verse.
Und dann gehen wir zusammen durch. Überschrift: Der Thron im Himmel. Danach schaute ich und siehe, eine Tür im Himmel stand offen und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach. Sie sagte: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Genau, oder der Zukunftsblick. Jetzt seht ihr, was soll passieren. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, hatte ein Gesicht, das war wie Jaspis und Karneol. Und den Thron umgab ein Regenbogen und sah aus wie ein Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, in weißen Gewänder gehüllt und mit goldenen Kronen auf dem Haupt. Von dem Thron aber gehen Blitze aus, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geistwesen Gottes. Und vor dem Thron ist etwas wie ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall. Und mitten auf dem Thron und rings um den Thron herum sind 4 Wesen, die mit Augen übersät sind, vorne und hinten. Das erste Wesen gleich einem Löwen, das zweite gleich einem Stier, das dritte hatte das Gesicht eines Menschen, das vierte gleich einem Adler im Flug. Und die 4 Wesen haben jedes einzelne 6 Flügel und außen herum und innen sind sie mit Augen übersät. Und sie rufen ohne Unterlass Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Herrscher über das All, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Lobpreis, Ehre und Danksagung darbringen, 24 Älteste niederfallen vor ihm, der auf dem Thron sitzt. Und sie werden zu ihm beten, zu ihm, der in alle Ewigkeit lebt, und ihre Kronen werden sie niederlegen vor dem Thron und sagen: Würdig bist du, Herr unser Gott, zu empfangen den Lobpreis, die Ehre und die Macht, denn du hast alles erschaffen. Durch deinen Willen war es und ist es erschaffen worden. 11 knackige Verse. Ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen, wenn ihr es jetzt gehört. Manchmal, wenn man Sachen hört, ist es ein bisschen anders, als wenn man es liest. Wenn man es hört, geht automatisch das Kopfkino an. Und es gibt Orte, da klappt das Kopfkino in diesem Kapitel ein bisschen besser. So das Blitzen oder das Donnern vom Thron Gottes, das geht irgendwie noch ein bisschen ringer. Aber dann hat es so Sachen, die ein bisschen schwieriger sind. So, irgendwie jetzt 24 ist das Älteste, ein Kristallmeer und so. Da wollen wir jetzt ein bisschen reintauchen. Etwas, was auch ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. 7 Geisterwesen Gottes. Wer hat schon mal von den 7 Geisterwesen Gottes gehört? Ja, wenige. Es ist ja nicht so ein bekanntes Ding. Aber, und das ist ein erster Hinweis, wenn wir die Offenbarung verstehen, dann müssen wir etwas mega gut kennen. Das Alte Testament. Die Offenbarung braucht so viele Bilder, so viele Umschreibungen. Und wenn wir die verstehen oder suchen, dann müssen wir ins Alte Testament gucken. Eine alttestamentliche Jesus-Prophezeiung, Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm, auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Was völlig irgendwie abstrus tönt, wenn man es nur aus der Offenbarung lesen, bekommt auf einmal eine völlig andere Realität. Es ist gar nicht mehr so komisch, so die 7 Geistwesen, wo am Anfang so denkt, Geister, mit denen, die nichts zu tun haben. Nein, es ist völlig normal. Es sind die charakteristischen Eigenformen, die der Geist Gottes in sich hat, die auf Jesus sind, die vor dem Thron sind. Aber nachher hat es so ein paar Sachen drin, die sind völlig crazy. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen, wenn ihr es vorher gehört habt. Und um den Thron sind 4 Wesen. Ich habe extra heute ein T-Shirt angelegt, da steht drauf «Be not afraid» und hinten nachher das Wesen. So, ein Tier voller Augen, 6 Flügel. Stellt euch das mal vor, völlig creepy, so. Völlig crazy. Und dann wird man auf das Mal auch, wird immer bewusst, wieso das Engel sagen, habt keine Angst, wenn sie vor Menschen treten. So, hey, da würde ich auch umkehren. So, nein, das ist nur Spass. Es gibt verschiedene Formen von Engeln in der Bibel. Es gibt wirklich
Engel, die so aussehen, oder Menschen, die beschreiben, dass sie Engel sehen, die so aussehen wie Menschen. Und ich glaube, dass wenn zum Beispiel der Maria ein Engel ist begegnet, dass es auch so einer war. Aber es ist nicht die einzige Form von Engeln. Darum, ich finde es noch lustig, so der Gedanke, dass so ein Ding vor dir steht, so, wow! So, hey, hey, hey! 100'000 Augen, die dich angucken, und du denkst so, hey, was läuft hier? Und vor dem Thron ist etwas wie ein gläsernes Meer. Und er eben die Tiere. Und mitten auf dem Thron, rings um den Thron herum, sind 4 Wesen mit Augen übersät. Vorne und hinten. Das ist manchmal noch gäbig. Das erste Wesen gleich einem Löwen, das zweite gleicht einem Stier, das dritte hat das Gesicht eines Menschen und das vierte gleicht einem Adler im Flug. Die 4 Wesen haben jedes einzelne 6 Flügel, von außen herum und innen sind sie mit Augen übersät. Und sie rufen ohne Unterlass Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und die Wesen, um die werden wir uns wirklich kümmern. Weil so abstrus, wie sie tönen, so komisch, wie sie für uns überkommen, so krass zeigen sie auf, wie heilig das der Herr ist. Wie viel mehr dass Gott Sachen durchdenkt, wenn er das Buch hat schreiben, als wir eigentlich wahrnehmen könnten. Die 4 Wesen, die haben nämlich eigentlich etwas gemeinsam. Die kommen immer wieder vor in der Bibel. Manchmal muss man sich ein bisschen suchen, aber sie kommen immer wieder vor. Und zwar wie in Offenbarung 4 geht es um einen Thron Gottes, um das Haus oder um einen Sitz vor Herrlichkeit, vor Heiligkeit vom Vater. Das erste Mal, im 3. Kapitel der Bibel, kommen sie schon das erste Mal vor. Genesis 3,24. Nachdem die Menschheit gefallen ist, Adam und Eva haben beide vor verbotener Frucht gegessen. Und der Herr muss den Baum vom Leben beschützen. Weil er will nicht, dass der gefallene Mensch in Ewigkeit mit ihm verbringen muss, weil dann könnte er nicht bei ihm sein. Er muss den Baum vom Leben beschützen. Und das heisst, dass er genau 2 so Cherubime, sieht man denen, Cherubim-Engel. Er stellt die 2 Cherubim-Engel mit feurigen Schwert vor einem Garten, im Osttor vor dem Garten, dass sie beschützt ist. Und was ist der Garten? Es ist die Wohnung vom Vater und vom Mensch. Es ist ein Ort, wo Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit präsent ist, wo er mit dem Menschen laufen. Wir gehen weiter. 2. Mose 25, Vers 22. Bundeslade. Ebenfalls Hiss vor Bundeslade, das ist dort, wo sich die Anwesenheit vom Vater hat gezeigt. Sie hat geleuchtet, sie war brutal heilig. Es hat mal einen, haben sie transportiert, dann war sie im Achikia, hat sie nur gut gemeint, hat sie haben, zack, tot. Er war nicht würdig, die Bundeslade anzurecken. Ein Ort vor Heiligkeit vom Herrn. Was ist überhalb vom Deckel? Am Deckel sieht man Gnadenthron. 2 Cherubime, die ihre Flügel ausstrecken. Jesaja 6. Der Jesaja, Prophet im Alten Testament, er schreibt: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn auf dem Thron sitzen, hoch und erhaben, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Also nur der Saum vom Gewand von Gott füllt den ganzen Ort, den ganzen Raum, wo der Thron vom Vater drin ist. Und über ihn standen Seraphim. 6 Flügel hatte ein jeder. Mit 2 hielt ein jeder sein Angesicht bedeckt und mit 2 hielt jeder seine Füße bedeckt und mit 2 hielt jeder sich in der Luft. Wo hier? Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herrscharen. Und was sieht der Jesaja, wenn er dieser Herrlichkeit begegnet? Ähnlich wie der Johannes, ähnlich wie ganz viele andere Gestalten der Bibel. Wehe mir, ich bin verloren. Seht er, wo er den Thron Gottes sieht, weil er merkt, er ist nicht würdig. Wir gehen weiter, Hesekiel 1. Am Fluss von Babylon. Sie sind gerade weggeführt und auf einmal sieht der Hesekiel, wie sich der Himmel öffnet. Und siehe, ich sah einen Wind aus dem Norden. Aus der Mitte kam eine Gestalt von 4 lebenden Wesen. Vers 10 werden sie beschrieben: Menschen, Löwen, Stieres, Adlers, und ihre Flügel bedeckten sie. Und noch dort sieht der Hesekiel den Thron Gottes. 4 Wesen, die durch das ganze Alte Testament, durch die ganze Bibel
immer da sein. Sie sind voll mit Augen. Wieso? Für die Herrlichkeit und die Heiligkeit von Gott zu bestaunen und ihm alle Ehre zu geben, unablässig zu singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Bis dahin schon krass. Ich sage euch, es wird noch viel mehr. Noch viel mehr. Der Leu. Was ist der Leu? Der Leu ist Juda. Der Leu steht, dann gucken wir die 4 Tiere an. Die 4 Tiere stehen auch für die 4 Evangelien. Der Leu steht für Matthäus. Das Lamm oder der Leu von Juda. Und es ist geschrieben für die Juden. Der Matthäus will aufzeigen, dass Jesus der Leu ist. Dass Jesus der König der Juden ist. Der Stammbaum im Matthäus drückt aus, das ist der Sohn David. Der da kommt, ist der Sohn David. Kein anderes Evangelium braucht so viele Sprachformen, wie das Alte Testament hat. Und in Jesaja 11,1 oder im Jeremia 23,5 heißt es, und siehe ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Sprössling. Jesus ist der Spross Davids. Und der Leu steht für das. Der Stier oder Ochs, je nach Übersetzung, ist ein dienendes Tier. Steht für das Markus-Evangelium. Der Markus beschreibt Jesus als Diener. Prägnante Stelle aus dem Markus-Evangelium. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu werden, sondern um euch zu dienen. Markus hat keinen Stammbaum, weil ein Diener, ein Knecht, er braucht keinen. Auch dort gibt es das Alte Testament ein Bild vom Spross, der Knecht. Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor mir sitzen. Ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Wir haben noch weitere Evangelien. Was sind die Evangelien? Die Evangelien sind das Herzstück. Das Herzstück der Bibel, dort, wo Jesus in ganz klarer Erscheinung tritt. Sie sind umgeben von den 4 Wesen, weil das Angesicht vom Mensch, der Menschensohn, das Evangelium vom Lukas, ein Doktor, der ein Evangelium schreibt. Und was geht es ihm? Er sieht Jesus als Mensch, aber als sündloser Mensch. Als perfekter Mensch, der eben würdig ist, die Schuld vor der Welt zu tragen. Wo dort der Spross des Mannes, wie im Zacharia. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herrscher. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und ein Tempel des Herrn bauen. Kommen wir zum letzten Tier, zum Adler. Das steht für das Johannesevangelium. Der Adler kommt aus dem Himmel. Aus dem Himmel oben achi zu den Menschen. Wir haben immer gemeint, die Evangelien haben 2 Stammbäume von Jesus. Aber das stimmt nicht. Der Johannes hat auch einen Stammbaum. Der Johannes zeigt, Gott ist Mensch geworden durch Jesus. Und dass er der Sohn Gottes ist, wird so klar im Johannesevangelium. Er ist der Spross vom Herrn. An jedem Tag. An jedem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Die 4 Wesen geben nicht nur den Thron Gottes im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament 4 Evangelien umgeben von den 4 Gesichtern. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Man kann die 4 Tiere mit 4 Farben kennzeichnen. Man kann leider nicht haargenau die richtige Farbe, aber wir haben den Leuten, können. Wir haben, jetzt wird es schwierig mit Heben und Zeichnen und allem drum und dran. Wir haben den Leu, der König. Die Farbe vom König ist ein bisschen dunkel, ist es violett, aber es ist purpur.
Purpur, eine mega wertvolle Farbe. Sehr schwierig zu gewinnen gewesen. Wir haben, und müssen wir jetzt müssen wir ein bisschen helfen, dass ihr das versteht, die Farbe vom Stier, vom Ochs, der Diener, das Scharlach. Ich habe leider kein so rot, es ist jetzt pink. Aber Scharlach. Und wir weiss, der Mensch, Jesus als Mensch, in weißen Leinen, sündlos. Ja, du musst da gar nicht laufen, das ist schon gut. Und nachher haben wir noch die letzte Farbe, der Adler aus dem Himmel, der ist blau. Und wir haben die 4 Tiere, die die 4 Farben symbolisieren. Purpur, Scharlach, Weiß und Blau. Wo kommen die Farben schon noch vor im Alten Testament? Und es sind die Farben, in denen Mose die Stiftshütte gebaut hat. Die 4 Farben sind genau die 4 Farben, wo der Mose hat den Auftrag bekommen, die Stiftshütte zu bauen. Und er hat die Stiftshütte nicht einfach so gebaut. 2. Mose 25,4. Und sieh zu, dass du sie machst nach dem Vorbild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Die 4 Farben stehen für die 4 Tiere. Und schon im Alten Testament umgeben sie das Zentrum der Gegenwart Gottes im Alten Testament. Heilig ist der Herr. Er sieht so viel mehr. Er macht so viel mehr, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Vielleicht denkst du, das ist schon cool, aber es hat mich jetzt noch nicht geflasht. Ich möchte euch noch etwas mehr zeigen. Und spätestens dann war bei mir fertig und ich wusste, Scheibe Jesus, du bist so viel mehr Gott, du bist so viel mehr, du bist so viel heiliger und besser, als ich mir es jemals vorstellen könnte. Das ist der Ort, die Stiftshütte. Und wir haben die 4 Stämme. Nach der Midrash-Überlieferung hat jedes Tier oder hat jeder Stamm ein Wappen gehabt. Und wir haben Ephraim, das ist der im Westen. Oder Ephraim, der hat das Gesicht vom Mensch. Dort heisst es im Alten Testament, er soll sich westlich vor Stiftshütte ansammeln. Hinter Ephraim kommt Manasse und Benjamin. Wenn sich die auflisten, kommen sie circa, das habe ich aufgeschrieben, circa 100'000 wehrfähige Männer. So. Die sind gegen Westen. Gegen Norden. Stamm Dan. Der Stamm Dan das Bild vom Adler. Hinter Dan Asser und Naphtali. Circa 150'000. Zahlen lesen wir nicht aus, könnt ihr nachlesen. Dann wisst ihr auch, wieso dass die Zahlen wichtig sind, wenn sie im Alten Testament stehen. Im Süden haben wir Ruben. Und der Ruben ist der Stier. Und hinter Ruben Stamm Simeon und Gad ebenfalls ca. 150'000. So sind sie gelagert, oder? So sind sie gelagert und haben sich immer wieder so positioniert. Und der Leu, was ist der Leu? Stamm? Juda. Hinter Juda Issachar und Sebulon. Die waren ein bisschen mehr.
Das waren 180'000. Was ist das, wenn er von oben guckt? Das ist das Kreuz, wo Jesus alles gezahlt hat. So ist das Volk Israel durch die Wüste gegangen. Im Zentrum der Vater im Himmel. Umgeben von den 4 Tieren, die die 4 Farben haben, weil es Stammeswappen sind von diesen 4 Stämmen. Und wenn man von oben geguckt hat, war es ein gewaltiges, riesiges Kreuz, das 40 Jahre lang durch die Wüste getragen wird, für das es am Schluss der Weg ins verheißene Land schafft. Und das, meine Freunde, ist heilig ist der Herr. Heilig ist der Herr. Er hat das orchestriert. Er hat es uns aufgeschrieben. Und man muss es suchen, für das man es findet. Aber es ist da. Es ist da für uns. Dass wir wissen, dass es nicht zufällig ist, wie dort steht. Und Stamm sowieso hatte so viele und Stamm sowieso. Im ersten Moment langweilig. Aber wenn wir es angucken, wird es zu einem grossen Ganzen, ein gigantisches Kreuz, wo vom ersten Moment an, wo der Mose die Leute zusammengeführt hat, war da. Wo nachher Jesus alle Schuld gezahlt hat. Damit wir heute, wie es der Dave gestern gesehen hat, unnachklagbar vor den Vater kommen können. Und das ist heilig, ist der Herr. Er hat so viele Dimensionen über uns. Das können wir nie begreifen. Das ist ja nur ein Bruchteil für ihn. Und wenn ich das realisiert habe, habe ich gemerkt, wie klein ich eigentlich bin. Und wie er sieht mich, aber eigentlich bin ich unbedeutend. Weil er ist heilig und er ist über allem. Wir wollen jetzt weitermachen in der Anbetung. Und seid euch bewusst, er ist heilig. Er ist so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Ich werde zum Schluss noch beten. Danke, Jesus, hast du gezahlt. Danke, Jesus, bist du nicht ein Gott, der einfach auftaucht und wieder geht, sondern der allgegenwärtig ist. Und wie wir schon sehen dürfen, im 2. Buch Mose, in den Stammeszahlen der 12 Stämme, bist du zu finden. Überall bist du zu finden, wenn man dich sucht und wenn man nur genug gut herguckt, Jesus. Schenke uns immer wieder offene Herzen. Dass wir unseren Blick auf dich verwenden und dass wir dein Kreuz und deine Herrlichkeit überall finden dürfen. Wir wissen, du bist heilig, du bist würdig und wir wollen unser Lob dir bringen, Tag und Nacht, Jesus. Amen.